So, Dali, letztes Mal sind wir ja knapp unserem Tod entronnen, nachdem uns die Kaiserlichen ja eigentlich hätten köpfen. Dann sind wir ja zum guten Glück von einem Drachen überrascht worden. Ich verlinke euch das Video hier oben. Und jetzt sind wir im Flusslauf, wo wir vom Alvor, also am Hadvar seinem Onkel, den Auftrag bekommen haben, dass wir am Jarl von Weißlauf Bericht erstatten, dass wir einen Drachen gesichtet haben. Wartet! Es sieht aus, als wäre er diesmal endgültig fort. Aber wir sollten lieber nicht abwarten, ob er zurückkommt. Am nächsten liegt Flusswald. Mein Onkel ist der Schmied dort. Er wird euch sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück. Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Sehr Dank. Hört zu, ihr solltet nach Einsamkeit gehen und euch dort der kaiserlichen Armee anschließen. Jemanden wie euch könnten wir wirklich brauchen. Und wenn die Rebellen einen Drachen haben, ist General Tullius der Einzige, der sie aufhalten kann. Nein, zu denen gehen wir nicht. Und wir werden auch nicht zu einem von denen. Die haben uns ja umbringen. Die Bösen, die. Ja, da. Ah, das ist ein Fuchs. Die machen wir nicht. Tschüss, Fuchs. Willkommen im Flusswald. Oh. Niemand glaubt mir, doch ich sage euch, ich habe einen Drachen gesehen. Ich glaub dir. Hier sieht es ja ganz ruhig aus. Kommt, da ist mein Onkel. Onkel Alvor, hallo! Hadvar? Was macht ihr hier? Seid ihr etwa beurlaubt? Bei Shoras Knochen. Was ist denn mit euch passiert, Junge? Steckt ihr in irgendwelchen Schwierigkeiten? Sprecht leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Sie ist eine Freundin, hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen. Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Drachen? Also bitte. Wenn es so weitergeht, wird mich bald wieder. Sigrid, wir haben Besuch. Hadvar, wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch, ich bringe euch etwas zu essen. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier?
Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist. Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hadvar ist auch mein Freund. Ich helfe gerne, so gut ich kann. So lieb. Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Gut, Dietrich können wir brauchen. Den kannst du mir auch gleich geben. Die können wir verkaufen. Und den können wir auch sehr gut brauchen. Sage Wenn Dank. sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Der Jarl Balgruuf. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten. Aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisif sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Aber er hilft dem Kaiser. Und die Kaiser haben uns ganz am Anfang umbringen. Während der Ulfric der Anführer, der der Sturmmäntel ist. Und die Sturmmäntel sind Gegner von der Kaiser. Es bleibt spannend. Aber so weit sind wir noch lang nicht. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie Schönwetterfreunde. Ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisif, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torrik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torrik ermordet, wisst ihr? Ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Da probieren wir. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Vorsichtig! Oh. Sorry. Nicht schlecht. Erinnert mich an meine ersten Gehversuche im Schmieden.
Ja, spannend. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Okay. Psst. Buch hat noch 2 Lederstreifen, um unseren Helm zu machen. Aber für das bräuchten wir Leder, natürlich. Ja gut, dann stellen wir uns halt den Helm. Über eure Kämpfe wachen. Und über eure. Gehen wir nach Weißlauf. So, das dürfte Weißlauf sein. Halt! Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Sage Dank. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen viel Zeit an den Soldaten. Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Von den Feldern und Obstgärten. Und nun unter den Sternen wandelt. Doch ihr wart einst ein Mensch. Ja, und als Mensch da sagtet ihr,
Was soll ich sonst machen? Gar nichts? Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgruf empfängt keine Besucher. Ich bin der Ansicht, wir brauchen noch mehr Informationen. Das erklärt, warum die Wachen euch hineingelassen haben. Kommt, der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Schönes Schwert hast. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Mhm. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist, was genau ist in Helgen passiert? Ich hätte ahnen müssen, dass Ulfric darin verwickelt ist. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrics Seite schlagen und ihn angreifen werden. Genug! Wir sollten nicht... Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet, schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Macht er. Gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt, begeben wir uns zu Farengar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Das klingt doch spannend. Let's fetz. Gehen wir. Hui. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Nope. Was? Wie? Ihr meint, ihr könnt mir helfen? Das glaube ich nun wirklich nicht. Ihr findet den Jarl in der großen Halle, wo er vermutlich auf seinem Thron sitzt. Hier im Labor des Zauberers ist er jedenfalls nicht. Farengar. Ich glaube, ich hätte da jemanden, der euch bei eurem Drachenprojekt helfen kann. Nur zu, weiht sie in alle Einzelheiten ein. Der Jarl glaubt also, ihr könntet mir nützlich sein? Aber sag natürlich, ja. er muss an meine Drachenforschung gedacht haben. Ja, ich könnte jemanden brauchen, der etwas für mich besorgt. Und mit besorgen meine ich, dass ihr in einer gefährlichen Ruine nach einer alten Steintafel suchen werdet, die vielleicht gar nicht dort ist. Ah, ihr seid kein einfacher Söldner, ein Denker. Vielleicht sogar ein Gelehrter? Nun, als die Geschichten über die Drachen das erste Mal die Runde machten, taten viele sie als Hirngespinste oder Gerüchte ab. Unmöglichkeiten. Einen Dummkopf erkennt man daran, dass er alles abtut, was er anhand seiner eigenen Erfahrungen nicht erklären kann. Doch ich begann nach Informationen über die Drachen zu suchen. Wohin verschwanden sie vor all diesen Jahren? Und woher kommen sie nun? Ich habe von einer Steintafel erfahren, die im Ödsturz-Hügelgrab liegen soll. Einem Drachenstein mit einer Karte verschiedener Drachengrabstätten. Die Tafel liegt vermutlich in der Hauptkammer des Ödsturz-Hügelgrabes. Geht dorthin, findet die Tafel und bringt sie mir. Ganz einfach. Ganz einfach.
So Auf machen zum wir's. Ödsturz Hügelgrab mit euch. Der Jarl ist ein ungeduldiger um Mann. diesen oder diese Drachen zu bekämpfen. Wir brauchen es so schnell wie möglich. Bevor es zu spät ist. Wo müssen wir? Ah. Ja, gut. Okay, ein großer Nachteil davon, wenn man Skyrim ganz neu anfängt, ist, dass man auf der Karte noch nicht so wahnsinnig viele Orte entdeckt hat. Was bedeutet, dass man zu allen Orten zu Fuß laufen müssen. Und da haben wir jetzt die letzten gefühlt 30 Minuten lang gemacht. Da werde ich euch jetzt aber auch sparen. Wir sind jetzt schon dort, wo wir hin müssen, um den Quest zu starten. Wir haben aber unterdessen ein bisschen Gold geholt, ein bisschen Gold gefunden, ein paar Banditen ausgeraubt, einen neuen Helm, eine neue Rüstung. Ja, so sind wir parat für den Quest und den machen wir nächstes Mal. Tschüss!